Meine Damen und Herren, guten Morgen zu einer neuen Podcast. Oh mein Gott, ich habe noch schnell trockener Hals, Alter. Ich hätte eigentlich noch etwas saufen, bevor ich die Podcast-Folge anfange. Aber ich muss ein bisschen pressieren, weil es ist jetzt 8:30. Ich habe eigentlich am 9 mit einer Kollegin abgemacht, weil wir in der Schule noch etwas filmen müssen. Leben im Griff. Aber ich hatte eigentlich heute wirklich den ganzen Tag Zeit gehabt. Ich weiß nicht, was momentan mit mir läuft. Irgendwie, ich bin ja am Sunrise Festival das Wochenende. Und ich bin so kaputt. Also wie, ich weiß nicht, ich bin halt am Sonntagabend heimgekommen, am nächsten Tag straight in die Schule, 9 to 5, wieder um 5 Uhr heimgekommen. Und ich merke so, ich hätte eigentlich so einen Tag noch gebraucht, wo ich einfach noch schnell kann so runterfahren kann, einfach so kann nur im Bett chillen. Und irgendwie mache ich das jetzt so jedes Mal, wenn ich einfach heimkomme von der Schule, weil ich absolut kaputt bin. Und ich gehe jetzt am Samstag ja wieder auf Berlin, weil wir gehen, wir haben so Studienreise, da freue ich mich zwar mega drauf. Ich glaube, es wird hure geil, einfach so auf Berlin gehen, mit so unserer Klasse und so. Also es fühlt sich wieder an wie so ein Klassenlager. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in einem Klassenlager war. Darum ich freue mich eigentlich mega. Aber gleichzeitig ist es halt auch, ja, ultra anstrengend. So. Die ganze Zeit läuft so viel und ich glaube, ja, darum bin ich gerade momentan so läsch. Also eben, ich habe heute eigentlich am 1 Schule ausgehalten, wir hatten Nachmittag Zeit zum Filmen. Und wir haben jetzt wie gesagt, dass wir heute Abend filmen, weil wir haben diese Woche so ein Projekt, wo wir so einen Horrorfilm mitmachen. Also jetzt nicht mehr einen Film, sondern auch so 20 bis 60 Sekunden. Wir haben jetzt wie nur diese Woche Zeit, also gestern haben wir jetzt alles für Planung gemacht und Storyboard und so. Heute haben wir wie Zeit zum Filmen gehabt und morgen und übermorgen haben wir Zeit zum Schneiden und am Freitag, wenn wir das Projekt fertig haben und zeigen und so. Darum, ja, und wenn wir einen Horror machen, haben wir gedacht, wir filmen erst am Abend, weil es so ein bisschen scary ist und dunkel und keine Ahnung. Heisst, ich hatte eigentlich den ganzen Nachmittag Zeit gehabt, um die Podcast-Folge zu machen. Und ich habe ja eigentlich schon einen Plan gehabt, was ich machen will, weil ich habe ja so, ich mache immer wieder mal gerne für euch so ein bisschen Girls Tag oder grosse Schwestertag. Ich weiß immer noch nicht, wie ich es nennen soll, weil irgendwie, ja, ich weiß auch nicht. Grosse Schwestertag tönt vielleicht auch so ein bisschen, ich bin etwas Besseres als ihr und ich habe das Leben verstanden und ich zeige euch jetzt, wie das Leben läuft. Was absolut nicht der Fall ist. Aber ich finde es einfach geil, meine Erfahrungen so ein bisschen zu teilen. Plus, ja, keine Ahnung, irgendwie, ich jetzt selber gerne so eine grosse Schwester gehabt, wo ich auch so alles fragen kann. Und darum finde ich irgendwie auch so die Art von Podcast, also die Podcast, keine Ahnung, mega geil, einfach zum so irgendwie sich austauschen können, oder? Also ich könnte gerne auch, falls ihr die Fragen anders beantwortet, einfach mal in die Kommentare schreiben, was so eure Erfahrungen sind und wie ihr das Ganze seht oder was eure Meinung ist oder keine Ahnung so. Genau. Darum mache ich das erst jetzt die Podcast-Folge, weil ich so erst irgendwie gerade etwas mache, wenn ich so im Stress bin, wenn der Zeitdruck einfach komplett da ist. Ich hoffe, das leitet sich irgendwann wieder, weil es ist gerade anstrengend, weil ich so selber merke, ich bringe so nichts auf die Reihe. Aber egal, besser später als nie, oder? Aber sonst, was gibt es da für Lebensupdate? Ich habe jetzt eigentlich schon gefühlt alles gesagt. Ich gehe nächste Woche auf Berlin. Ich war am Sunrise Festival, das war mega nice. So hauptsächlich vor allem auch wegen der Leute, weil es hat so eben ein paar, die man kennt hat, wo man so schüch kennt hat und einfach so ein bisschen besser kennengelernt hat und auch neue Leute und so. Also es war mega cool gewesen. Und wir hatten auch ein fucking insanes Hotel gehabt. Ich glaube, ich bin noch nie in einem 5-Sterne-Hotel gewesen. Das war echt insane gewesen, weil du musst dir vorstellen, du bist zuerst mal angekommen und so und beim Check-in zuerst mal so, ja, wenn der Champagnerglas und so. Und wir so, ja, sagen wir nicht nein. Dann gibt es so jemanden, der dich zum Zimmer begleitet, der zeigt, was das Zimmer ist, macht so eine Mini-Room-Tour, erklärt, was wo ist und so. Das Zimmer sieht auch absolut Bombe aus, also richtig geil gewesen, auch so eine Regendusche und alles. Mega, mega nice. Und dann machen die, das habe ich insane gefunden. Also logisch, am Morgen schon mal immer Zimmerservice, das ist wahrscheinlich bei den meisten Hotels so. Die machen auch noch einen Abend-Zimmerservice. Also du kommst am Abend heim und die haben dein Bett und das ganze Zimmer so bed-ready gemacht, sage ich mal. Also die haben so, zuerst mal so das Bett gemacht, im Sinne von, dass sie wie eine Ecke von der Decke so halb öffnet, dass es so halb, weißt du, was ich meine, so, dass du wie quasi kannst reinschlüpfen. Dann haben sie auf der Seite von der Bett so ein Tüchlein angemacht, wo du so rein kannst steigen. Ich weiß auch nicht. Dann haben sie die Vorhänge zugezogen und so. Also eigentlich mega funny, ich habe das noch nie erlebt. Und halt auch sonst so das ganze Prozedere und so, das ist mega so, weißt du, so hyperfreundlich, so, ich kann mir noch etwas, vor allem das Morgenbuffet, Alter. Ich finde das Morgenbuffet in Hotels meistens medium geil, weil es irgendwie, ich weiß nicht, ich bin eigentlich zufrieden mit so einem Brötchen mit Konfi und meistens haben sie
irgendwie genau das nicht. Oder ich weiß es auch nicht. Also es ist meistens so ein easy, manchmal eben auch ein bisschen grusig so, aber das Buffet, oh mein Gott, also du hast eigentlich alles. Du kannst so rundum um den Tisch laufen und du hast halt, da hast Pancakes, da hast das. Der hat eigentlich alles, was du dir vorstellen kannst. So. Und dann kannst du auf der Karte bestellen. Und das Morgen war so inklusiv bei uns. Das heisst, wir haben so Avocado-Brötchen bis ans Lebensende bestellen. Also das ist wirklich, das war eigentlich für mich so gefühlt das Highlight vom ganzen Weekend. So. Also das war sehr, sehr geil. Genau, und sonst Lebensupdate-mäßig gibt es eigentlich nicht. Ich bin jetzt mit dem Can letzte wieder in der Ikea und jetzt haben wir wieder mega viele neue Sachen gekauft. Wir haben übrigens, seht ihr im Hintergrund, wir haben da Vorhänge und die hat mega herzig, hat dem Can seine Mami für uns genäht. Also wir haben es von der Ikea so gekauft und sie hat so quasi angepasst genäht und so von der Größe. Zwar da unten, ja, man sieht es eh nicht, aber ein Teil muss noch genäht werden. Aber mega, mega herzig und es macht so viel. Also der Vorhang, ich schwöre, die macht die ganze Wohnung nochmal viel mehr wohnhafter. Das ist mega nice. Und jetzt haben wir auch endlich Lampen für unseren Tisch und ich weiß nicht, ich weiß nicht, das ist so ein Side-Projekt, das der Can und ich irgendwie so haben, neben unserem Alltag, wo immer so ein bisschen Spass macht, wenn man so einen Schritt weitergekommen ist. Irgendwie. Jetzt braucht man einfach noch so ein paar Sachen. Und ja, dann ist es auch langsam irgendwie so fertig. Ich würde sagen, im Sommer ist unsere Wohnung so definitiv fertig. So, wir sind jetzt halt schon ein bisschen mehr an so dekomäßige Sachen am Planen, weil wir halt wirklich das meiste schon haben. Ich weiß nicht, ich finde es einfach, ich schwöre, ausziehen mit einem Boyfriend oder auch allgemein ausziehen, ich habe mir das nicht so nice vorgestellt. Also ich habe es mir schon nice vorgestellt, aber ich habe nicht gedacht, dass es so nice wird sein. Gerade so das Einrichten ist halt, es ist so geil und das ist so ein es gibt so viele Glücksmomente, die du auf einmal hast, die du vorher nicht hast. Wie jetzt eben zum Beispiel irgendwie etwas Dekomäßiges gesehen oder ich weiß auch nicht, oder nur schon irgendwie so Küchenutensilien, wo ich nie im Leben Freude gehabt früher, aber heutzutage, Digga, das ist geil. Aber ich will eigentlich gar nicht so viel labern, sondern ihr habt mir ja auf Insta, wie gesagt, mega viele Fragen können stellen. Und ich habe auch mal ein paar Screenshots gemacht und rausgepickt und ich beantworte jetzt einfach mal ein paar. Falls ihr das Format auch nice findet, dann können wir das gerne wieder mal machen. Ihr könnt es mir in die Kommentare schreiben, wenn ihr das gerne öfters wollt, weil mir macht es selber auch mega Spass. Und ja, ich sage es jetzt gleich noch zwischendurch. Falls ihr mir noch nicht auf Spotify folgt, dann macht das unbedingt nach. Dann kommt ihr immer eine Benachrichtigung über, wenn wieder eine neue Podcast-Folge kommt. Und ich kann mir auch gerne auf Instagram folgen. Jetzt gibt es einfach allgemein schon so eine Werbepause, oder? Weil dort habe ich jetzt eben seit Februar habe ich jetzt einen Account, wo jeden Tag Clips kommen vom Podcast, wo ich meine Katrin habe. Zwar diese Woche, also diese Podcast-Folge, die Clips sind von mir. Also ich will da den grössten Support bitte, weil es ist fucking aufwendig, die Clips zu schneiden. Ich merke es immer wieder, wenn ich sie so selber machen muss. Also ich mache es jetzt, glaube ich, das 3. Mal selber. Sonst macht es immer meine Katrin. Ich liebe sie, Alter, wirklich. Ich bin so froh, dass sie das macht. Das ist wirklich geil. Weil es ist wirklich viel Arbeit und immer, wenn sie das selber macht, dann merkst du, wie viel Arbeit das eigentlich ist. Darum, ja, könnt ihr gerne mal supporten. Ja, und eben jetzt tue ich auch so ein bisschen Fragensticker und so rein. Also, wir fangen mal an. Mich beißt der Weg, Moment. Seht ihr übrigens, sorry, ich muss schon sagen, seht ihr das? Ja, die jetzt das Video nicht schauen. Ich habe da einfach einen blauen Fleck so in meinem Gesicht. Ich habe mir vor mich so kurz ein bisschen ready gemacht für die Podcast-Folge zum Schminken und sehe einfach so einen blauen Fleck. Und es sieht halt literally aus, als ob ich so geschlagen wäre. Okay, nicht so mega schlimm, aber so ein bisschen geschlagen worden wäre. Aber das war literally der Challenge, wo man so einen Knutschfleck gemacht hat. Aber so aus Spass, wisst ihr, so. Weißt du, so, wir haben so rumgerammelt. Wie sagen wir halt so rumgeblödelt. Und nachher hat er so meinen Backen ins Maul genommen und gesogen. Das klingt gerade so dumm, ich weiß auch nicht. Ich hoffe, ihr wisst, wie ich es meine. Gibt's, for real, kurze Frage schnell. Gibt es Menschen, die auf Ernst Knutschflecken machen? Ich kann mir das irgendwie nicht so vorstellen, weil für mich ist ein Knutschfleck so, keine Ahnung, das habe ich so früher gemacht, so mit meinem Ex-Boyfriend, weil wir so wollten allen zeigen, wie cool wir sind, so, ich habe Beziehung, schaut alle meinen Knutschfleck, Alter, mein Liebesleben ist crazy, aber irgendwie, vielleicht ist auch mein Sexleben komplett scheiße, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich auf Ernst jemandem einen Knutschfleck geben oder würde bekommen. Ich würde mich mega abcringen. Ich weiß auch nicht. Für mich ist das wirklich irgendwie so. Ja, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare zu Knutschfleck. Aber ich glaube, ich habe noch nie so auf Ernst über einen Knutschfleck gegeben. Das war immer so ein Spass-Ding. Also ich habe sicher mal einen Knutschfleck gegeben, aber dann nicht in einem sexuellen Zusammenhang, sondern eben so aus Spass oder irgendwie so.
Keine Ahnung. Vielleicht habe ich wirklich ein scheiß Sexleben. Schreibt in die Kommentare. Ja, auf jeden Fall. Wir fangen an mit den Fragen nach 300 Jahren. Also, es hat im Fall teilweise echt spannende Fragen, wo ich eigentlich fast das Gefühl habe, oh mein Gott, ich müsste eigentlich mal eine Podcast-Folge nur zu diesen Themen machen. Also, erste Frage. Wie war es für dich gewesen, das erste Mal ein Bikini zu tragen? Weil ich kann keins mit Bügel haben. Ich glaube, ich habe schon öfters in Podcast-Folgen, oder habe ich öfters? Ja, ich habe auf jeden Fall das schon mal erwähnt, dass ich rechte Unsicherheit oder Struggles mit meiner Oberweite hatte. Gerade so in der Pubertät, wo irgendwie jeder so Brüste bekommen hat. Und irgendwie, ich war schon ein Spatzhühner mit so Pubertät und alles. Also ich habe eigentlich die ersten 3 Jahre, wo alle anderen schon Titten hatten, habe ich mal nichts gehabt. Und das hat mich schon verunsichert. Plus kommen dann auch so Kommentare von außen, so, weiss ich auch nicht. Also, ich weiss noch, ich habe irgendwie so einen Instagram-Post gemacht, so, wo ich einfach ein T-Shirt anhatte. Bro, ich bin 12 oder so und irgendwie Leute von meiner Schule, oder ich weiß gar nicht, haben so geschrieben, Flachland wie Holland, bla, Berge von Holland, so richtig. Bro, wenn ich mir jetzt so denke, alle, what the fuck? Ja, ich weiß auch nicht. Also vielleicht einfach, wenn wir Kinder sind und absolut keine Empathie füreinander empfinden können. Oder vielleicht einfach, weil es, ich weiß gar nicht, aber ich hoffe, ihr macht es nicht mehr. Für alle 12-Jährigen da draussen. Nein, auf jeden Fall. Ich weiss einfach noch, für mich ist das immer so ein riesiges Ding gewesen, so im Sommer Bikini tragen. Gerade, keine Ahnung, so bei uns ist wirklich so mit 12 hat so das Ding angefangen, Jungs und weiss doch auch nicht, dass man irgendwie so sich auch ein bisschen anfängt Gedanken machen, was man mega so, was die Jungs über dem denken und so. Und keine Ahnung, du bist dann halt so, wir sind damals so in die Body gegangen, eben so mit ein paar Freundesgruppen, wo es auch Jungs dabei hatten. Und mein einziger Gedanke war eigentlich straight up immer gewesen, oh mein Gott, was denken jetzt die Jungs über mich, wenn die sehen, dass ich keine Brüste habe und alle anderen Girls, mit denen ich in der Body bin, schon. Also jetzt im Nachhinein denke ich mir so, Alter, was juckt es dich, was die denken? Also jetzt mal ohne Witz. Voll. Darum, also mein heutiges Mindset wäre Digga, scheißegal. Also ich würde jetzt wahrscheinlich schon nicht, ja ich weiß auch nicht, ich würde auch irgendeine Badhose aussuchen, keine Ahnung. Aber ich habe mir auf jeden Fall wirklich mega die Gedanken gemacht und kann ich das hure nachvollziehen, dass das so voll das Ding ist. Gut, ich glaube, du hast nicht mal geschrieben, du hast einfach allgemein geschrieben, das erste Mal ein Bikini tragen. Aber zwar will ich auch keins mit Bügel haben. Ich schliesse jetzt mal, also ich denke, du meinst mal wegen dem, weil du vielleicht nicht so viel Oberweite hast. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich interpretiere es jetzt nicht falsch. Aber ist ja auch egal. Jetzt allgemein das Thema, das erste Mal Bikini tragen. Bei mir war es wirklich eben so gewesen, dass es so ein riesen Struggle war. Ich habe zwar, glaube schon mein Leben lang, oder halt, ja, keine Ahnung, dann, auch wenn du so ein bisschen älter bist, auch wenn du noch keine Brüste hast, habe ich gleich sozusagen ein Bikini oder eine Badhose angehabt, die oben auch bedeckt war. So. Aber gleich irgendwie so, ich weiss einfach noch, bei mir ist so der erste Schritt mal, wo es so in dem Alter war, wo ich mich halt so unwohl gefühlt habe. Und ich kann dann, also wirklich mein erster richtiger Bikini ist einfach straight up so ein fetter Push-Up gewesen. Aber so wirklich nicht so, sondern so richtig, keine Ahnung was. Also ich habe eigentlich so das Maximum, das man kann an Push-Up rausholen kann, habe ich so rausgeholt. Einfach weil ich mich so selber wohlgefühlt habe. Darum, keine Ahnung, ich würde nie irgendjemanden judgen, der so fette Push-Up oder so hat, weil ich es einfach selber verstehen kann. Und weil man irgendwo einfach auch dazugehören und weil man Angst hat vor Kommentaren oder weil man sich selber einfach so wohler fühlt. Aber ich bin gleich der Meinung, das ist überhaupt nicht etwas, wo man irgendwie muss. So, gerade vor allem, Bro, ich bin 12 gewesen, so. Es ist ja normal, dass man vielleicht noch nicht in der Pubertät ist oder noch nicht Brüste oder whatever so. Und dann, wenn du älter bist und nicht viel Oberweite hast, so, ich glaube, heutzutage ist das ein bisschen mehr akzeptiert, hoffe ich zumindest. Oder habe ich das Gefühl, dass es irgendwie so in meinem Umkreis so voll viel mehr akzeptiert wird, so, als früher. Also heute würde mir wahrscheinlich niemand mehr so Kommentare schreiben, Alter, what the fuck. Das wäre ja mega weird. Darum ja, so war es für mich, als ich das erste Mal das Bikini getragen habe. Ich habe mir wirklich einfach einen fetten Push-Up geholt. Und ja, also ob du schlussendlich jetzt einen fetten Push-Up nimmst oder ein Trügli-Bikini ohne irgendwelchen Push, ist eigentlich komplett egal. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass du dich wohlfühlst und dass es dir wirklich scheißegal kann sein, was andere denken, sondern dass, ja, so, ja, genau. Das ist meine Meinung zu dem Thema und meine Erfahrung. Wir machen auch straight einmal weiter.
ich weiss nicht, was machen, habe die Gimmi-Prüfung fürs Langzeit nicht bestanden. Oh, okay, schwieriges Thema. Also nein, nicht mal schwierig, aber kann ich mega nachvollziehen. Ich glaube, es ist allgemein immer so ein Ding von, wenn man mal irgendwie ein Ziel gesetzt hat, von, wenn ich die Prüfung mache, dann, also zum Beispiel jetzt eine Gimmi-Prüfung, dann hat man ja schon, stellt man sich ja schon vor, wie das nicht angenutzt werden und so. Und es ist einfach so zuerst mal ein Schlag in die Fresse, wenn du dann so, ja, die Nachricht bekommst, du kannst nicht, doch nicht das Gimmi, das zuerst mal wie, du hast nicht wirklich einen Plan B bleibt, sondern du bist einfach so gewesen, okay, das funktioniert, das muss jetzt funktionieren. Wenn es nicht funktioniert, dann stehst du halt wie so da und hast jetzt so, ja, auf einmal so Angst, oh mein Gott, was ist jetzt? Was mache ich jetzt? Ich muss jetzt auf einmal eine Lösung finden. Und ich bin mega der Meinung, dass irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich glaube wirklich irgendwo, dass alles so ein bisschen einen Grund hat, dass alles irgendwo einen Sinn hat, warum es so passiert, wie es passiert. So keine schicksalmäßig, ich weiß gar nicht, irgendwie. Ja, und also ich glaube vor allem einfach, weil alles, was in meinem Leben so passiert ist, wie es passiert ist, irgendwie gut war, so im Nachhinein. So in dem Moment habe ich vielleicht immer so gedacht, Kacke, wieso ist jetzt das nicht gewesen und bla. Also zum Beispiel habe ich mich bevor ich jetzt den Studiengang mache, den ich jetzt mache, habe ich mich bei einem anderen Studiengang beworben, bin nachher auch nicht angenommen worden. Und es ist einfach zum einen erstmal so komplett kratzt so ein bisschen an deinem Ego, weil du das Gefühl hast, oh mein Gott, ich habe versagt. Und zum anderen eben stehst du da und hast das Gefühl, was mache ich jetzt? So, also ich habe damals so gefühlt jedem so erzählt, ja, ich bewerbe mich jetzt für diesen Studiengang und so. Und es ist einfach mies, wenn du nachher fragst, und, bist du angenommen worden? Und du bist dann so, ja, nee. Voll, ich glaube, das ist so das grösste Ding, wo mich irgendwie so mental so ein bisschen gefickt hat. Nicht mal der Punkt mega, was ist jetzt? Genau, aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, eben, ich finde, es hat safe seine Gründe, warum es nicht hätte sein sollen, wie es ist. Ich glaube, es gibt wirklich 1000 andere Wege, die man machen kann als Gimmi. So. Also ich finde es gut, dass ich das Gimmi gemacht habe, aber ich hätte auch Millionen andere Wege machen können, um an dem Punkt zu sein, wo ich jetzt bin. Und ich wäre auch glücklich, also wie, gerade vor allem das Langzeit, also falls du jetzt wirklich als Gimmi willst, dann kannst du eben eine Prüfung nachher machen, weil, also ich weiß nicht, wie es in den anderen Kantonen ist, aber zum Beispiel in Zürich kannst du ein Kurzzeit-Gimmi machen und so, das habe ich auch gemacht. Und to be honest, bei mir ist es echt so, ich bin hure froh, dass ich nicht das Langzeit-Gimmi gemacht habe, sondern das Kurzzeit-Gimmi. Also mal abgesehen davon, dass ich Latein hatte, was ich, oh mein Gott, zum Glück bin ich froh. Ich bin so froh, dass ich kein Latein hatte. Aber ein anderes Thema. Ich bin halt nach der 6. Klasse in die Sek gegangen, für 3 Jahre. Also ich habe wirklich das Kurzzeit-Gimmi gemacht, ab der 3. Sek. Ich hatte meine ganze Sek-Zeit, also meine ganze Oberstufenzeit gehabt. Und ich bin so mega froh, dass ich diese Zeit hatte. Weil, ich weiss nicht, ich habe das so eine nice Zeit gefunden. Das war so die Pubertätszeit, wo, ich weiss auch nicht, mit Lager und mit Leuten, die du von deiner Stadt kennst oder von deinem Dorf. Und bei uns hat es mega viele so Dorfpartys gegeben. Und irgendwie, ich weiss nicht, ich möchte überhaupt nicht das Langzeitgimmi schlecht reden, im Gegenteil so. Aber ich bin einfach irgendwie mega froh, dass ich so die Sektzeit noch hatte. Und ich habe auch Friends jetzt noch von dort. Und irgendwie, ich bin einfach mega froh, dass ich die Zeit irgendwie auch noch leben konnte. Und ich habe ja gleich nachher das Gimmi gemacht. So, habe dort auch Friends gefunden. Und ich habe jetzt wie so beides gehabt. Und ich glaube, es ist nicht unbedingt nötig, dass du das Langzeitgimmi musst machen, sondern im Gegenteil, ich finde es eigentlich fast nicer, wenn du so irgendwie beides kannst erleben. So, ich bin wirklich mega froh, dass ich so die Sektzeit hatte. Voll. Genau. Nächste Frage oder nächste Ding. Alle in meiner Klasse haben schon ihre Tage, ich noch nicht. Oh, ich beantworte jetzt gerade ein paar mehr Fragen als jüngere Publikum. Ich hoffe, das ist okay für die gerade ein bisschen älter sind und schon ewig ihre Tage haben. Oder vielleicht jung sind und ihre Tage gar nicht haben. Aber eben, wie ich schon vorher gesagt habe, bei mir war es genau das Gleiche gewesen. Also ich war wirklich ein Spätzünder gewesen, habe auch im Vergleich zu meinen Friends relativ spät meine Tage bekommen. Ich weiß gar nicht mehr das Alter. 14? Ich weiß nicht. Also ich will jetzt voll nicht relativieren, was spät und was früh ist, aber so in meinem Umkreis haben mega viele schon frühere Tage gehabt, so mit 11 oder so. Und ich habe mir auch so irgendwie immer so ein bisschen Gedanken gemacht, so, ich weiß nicht, mir war das irgendwie hure unangenehm gewesen damals, so, weißt du, du bist so in einem Girls-Freundeskreis und dann erzählt die, oh mein Gott, ich habe meine Tage jetzt und so. Und du fängst dann irgendwie an, voll überlegen, oh mein Gott, was ist falsch mit mir, wieso habe ich sie nicht? Ich habe dann damals mit meiner Mom geredet und so und sie hat dann gesagt, ja, sie hat es auch mega spät bekommen. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, voll dumm, weil, also wie,
es ist ja scheißegal, wenn du es bekommst. So, obviously funktionieren wir nicht alle gleich und kommen alle gleichzeitig über. Und es sagt auch voll nichts aus über dich. Früher oder später kommen sie ja sowieso. Also wie, keine Ahnung. Und ich finde gerade also seine Tage hast jetzt vielleicht unbedingt etwas Cooles. Also fühl dich, schätz dich glücklich, dass du sie noch nicht hast, weil du wirst sie nachher für den Rest von deinem Leben so haben. Und es hat auch einen Nachteil so. Darum, ich finde, das ist so voll kein Wettbewerb. Allgemeine Pubertät, es muss voll kein Wettbewerb sein. Und ich hoffe wirklich so, gerade das jüngere Publikum, bitte judget nicht und vergleicht euch nicht mit anderen Körpern und wer jetzt früher und später und bla. So, früher oder später kommt das irgendwann. Und ich glaube, das ist nicht etwas, wo man sich eben muss vergleichen oder wo man sich Sorgen muss machen. Falls du dir wirklich Sorgen machst und das Gefühl hast, du bist jetzt in einem Alter, wo es immer noch nicht gekommen ist. Also ich habe zum Beispiel eine Kollegin, die hat es erst mit 17 bekommen und sie hat irgendwann dann wirklich Angst gehabt, dass einfach so biologisch irgendwie etwas nicht funktioniert. So. Dann einfach easy zum Frauenarzt, dort abchecken. Aber ja, also wie, das ist nicht so das Ding. Also mach dir nicht so einen Kopf. So. Genau. Okay, nächste Frage. Was machen, wenn man seinen Ex noch liebt und nicht mehr aus dem Kopf bringt, aber er hasst dich? Ich finde das so schwer, weil ich verstehe es irgendwie mega. Du bist vielleicht so in einer Beziehung gewesen und ja, das ist natürlich erstmal hure schwer, um einfach loslassen. Jetzt mal im Allgemeinen so, das ist so deine wichtigste Person gewesen, gehe ich jetzt mal davon aus. Und auf einmal ist sie nicht mehr da. Und ich finde es vor allem schwer, wenn halt die eine Person so mega schon abgeschlossen hat und die andere Person halt komplett nicht. Also ich hatte das damals bei meinem Ex auch so ein bisschen gehabt, dass es wirklich so war, wir haben einen Schluss gemacht und ich habe ihn noch geliebt und mega nachgetrauert und er hat, habe ich das Gefühl, schon komplett abgeschlossen, hat mir auch mega viel geschrieben. Und das war für mich so eine richtig, richtig schwierige Zeit gewesen. Einfach weil du emotional irgendwo so abhängig noch bist und ja, also wenn die Person, eigentlich voll weird, wenn die Person dir ultra das Gefühl gibt, dass sie dich nicht braucht, sollten ja eigentlich alle Alarmglocken läuten. So im normalen Leben, wenn eine Person mir das Gefühl gibt, sie braucht mich hart nicht, dann würde ich sagen, Alter, safe, ich brauche dich auch nicht, Alter, verpiss dich so. Aber weil du halt irgendwo emotional so abhängig bist, checkt das Hirn wie nicht ganz, dass es eigentlich auch so sein bei dir, dass du merken, hey, die Person brauche ich auch nicht, weil sie tut mir nicht gut und sie schätzt mich nicht. Ich meine, wir alle haben einen Wert. So, und wenn es eine Person gibt, die deinen Wert nicht sieht und deinen Wert nicht schätzt, dann schmeiß weg, ne? Aber ja, ich verstehe hure, eben, dass, wenn du aus einer Beziehung kommst, dass es irgendwie erstmal mega schwer ist, um einfach loszulassen. Weil du hängst irgendwie auch mega an diesen Erinnerungen und an diesen schönen Momenten und an allem und irgendwie auch an der körperlichen Nähe und einfach an allem. Und der Gedanke, jetzt gerade die Person einfach loszulassen, nie mehr in deinem Leben haben, weil du hast ja irgendwo auch vielleicht Zukunftsvorstellungen gehabt mit dieser Person, ist so schwer. Und ich glaube, das Einzige, was wirklich das kann heilen kann, ist einfach Zeit. Ich glaube, wir fänden jetzt alle mega nice, wenn es einfach irgendwie so eine Lösung gibt, wo man schnell das machen kann und nachher liebt man die Person nicht mehr. Aber das geht nicht. Ich glaube wirklich, das Einzige, was einfach heilen kann, ist Zeit und sich Gedanken machen, mit anderen Menschen darüber reden. Mir hat es zum Beispiel ultra viel damals geholfen, um einfach Tagebuch zu schreiben. Also ich habe glaube 2 Tagebücher zu dieser Zeit damals gefüllt. Einfach meine Emotionen rauslassen. Einfach alles, was ich gerade denke, schreiben. Ich habe teilweise auch einfach Sachen geschrieben, als würde ich direkt mit ihm reden, weil ich halt gewusst habe, es wäre jetzt irgendwie weird. Also, oder ich kann nicht jetzt mit ihm über meine Gefühle reden. Das ist wie so unabbracht, weil es braucht ja auch die Zeit, wo man sich irgendwie einfach emotional kann lösen kann. Und mir hat das ultra geholfen. Einfach Tagebuch schreiben. Und einfach mit dem Gedanken, hey, das wird niemand lesen. So, das kann ich jetzt einfach, alles, was ich gerade denke, rauslassen. Auch wenn ich einen Hass habe, auch wenn ich hässig bin, auch wenn ich traurig bin, einfach alles rausschreiben. Und es ist noch ein mega nice Side-Effekt, weil ich finde es auch jetzt noch mega spannend, so einfach mein Tagebuch durchzulesen. So, weil, wenn ich jetzt so zurückdenke, ist das eigentlich so nichts, so überhaupt nicht schlimm, so, Bro, weißt du, weil ich jetzt halt logischerweise gar nicht emotional abhängig bin, das ist schon Ewigkeiten her. Aber wenn ich so das damals liest wieder, dann erinnere ich mich irgendwie so ein bisschen wieder daran, so, oh mein Gott, ja, das war eigentlich gleich noch schlimm gewesen, so. Darum ja, also mir hat es mega, mega geholfen zum Tagebuch schreiben. Oder allgemein, ich habe auch oft mit meiner Mom damals geredet oder mit Kolleginnen. Und ich glaube, es ist so ein guter Misch von Emotionen können zulassen, mal können traurig sein, mal können emotional sein, aber auch nicht komplett in ein emotionales Loch gehen, sondern gleichzeitig auch dann wieder sich können ablenken, mit Freunden etwas machen, Sachen unternehmen und voll.
wie kann ich mich aus einer schlechten Freundschaft distanzieren, ohne einen riesen Streit? Boah, das ist wirklich, ich glaube, auf diese Antwort hätte ich so gerne eine Antwort, die so eine mega nice Lösung ist. Weil ich glaube, ich habe das schon öfters in meinem Leben, wo ich irgendwie so in einer Freundschaft war, wo ich irgendwie so gemerkt habe, ey, irgendwie tut mir die Freundschaft nicht gut oder irgendwie merke ich so, die Person mich matcht nicht oder irgendwie ist die Person so keine toxisch und es tut mir einfach nicht gut, aber ich möchte jetzt auch nicht so einen Strich ziehen und sagen, hey, du bist scheiße und ich möchte nie mehr etwas mit dir zu tun und ich möchte dich aus meinem Leben haben, also schöne, sondern ich weiß nicht, ich finde das irgendwie schwierig, weil ich bin auch wirklich ein Mensch, ich hasse so Konflikte und ich gehe am liebsten auch komplett aus dem Weg, so bei Konflikt und finde es aber gleich schwierig, weil, ja, wie machst du das so? Und so aus meiner Erfahrung bin ich literally einfach ein Mensch, der immer freundlich ist, aber einfach sich immer mehr so distanziert. Im Sinne von, ja, also der erste Punkt ist auf jeden Fall mal, ich erzähle nicht mehr so viel über mein Leben. So, ich bin wie emotional keine distanziert. Also wenn die andere Person damals von ihrem Leben etwas erzählt hat, dann habe ich zugelassen, alles easy. Aber ich habe gemerkt, ich möchte nicht mehr, dass die Person so viel, also so Teil an meinem Leben hat. So. Und darum, wenn ich dann Lebensupdates gegeben habe oder irgendetwas, dann oberflächlich. So wie ich es bei jemandem mache, wo ich, keine Ahnung, mal wieder sehen nach 3 Jahren so und im Zug so triffst. Nein, weiß ich nicht. Aber wie, zuerst mal das ist so der erste Punkt. Und ich glaube, der zweite Punkt ist auch einfach so mit sich sehen. Ja, eben wenn man sich sieht, cool, freundlich, aber ja, einfach so die, wie oft so reduzieren. Aber ich glaube wirklich, der grösste Punkt ist so das Emotionale. Ich glaube, das macht so einen mega riesen Unterschied, wenn man einfach emotional, wenn man nicht mehr alles dieser Person erzählt und sich mega öffnet, sondern einfach anfängt so, sich überlegen, hey, was will ich überhaupt, welche Informationen will ich vielleicht für mich behalten und es nicht mit dieser Person teilen. Und das führt dann irgendwie so zum anderen und dann kann man sich irgendwie immer mehr so ein bisschen distanzieren. Ja. Wie ist es, mit seinem Partner zusammenzuziehen? Ich habe jetzt eigentlich vom Anfang schon ein bisschen darüber geredet, aber ich bin voll der Überzeugung, wenn du mit deinem Partner zusammenziehst, dann gibt es 2 Optionen. Entweder du kommst einem viel näher, die Beziehung ist noch viel besser als vorher schon gewesen, oder das komplette Gegenteil. So, du hockst so hart aufeinander und gehst einander auf die Eier. Also für mich ist es wirklich so eigentlich so eine Challenge für Beziehung. Und das ist eigentlich nur schon so, wenn du zusammen in die Ferien gehst, dann tut es das so ein bisschen anhauchen, um zu schauen, hey, könnten wir miteinander oder nicht. Und eben, wohne jetzt schon ein halbes Jahr mit dem Can zusammen. Und ich kann euch voll ehrlich sagen, für mich ist so das komplette Beziehung ist wirklich 20 Mal besser als vorher. Natürlich war es vorher schon gut gewesen, aber es ist einfach was komplett anderes. Also wie es ist auf einmal deine Bezugsperson im Sinne von, natürlich war der Can schon vorher meine Bezugsperson gewesen, aber jetzt komme ich heim und ich erzähle von meinem Tag, ich erzähle alles. Er weiß alles. Wenn ich das Problem habe, dann komme ich zu ihm und umgekehrt natürlich auch. Also wie, er ist eigentlich so mein Therapeut jetzt so geworden, so mein Direktor, der so wirklich alles weiß. Und irgendwie finde ich das schön. Also irgendwie, ich weiss auch nicht, irgendwie merke so, es tut halt mega gut, einfach so jemanden zu haben, wo du so alles kannst sagen. Klar, amigs haben wir auch vorher viel erzählt, aber es ist einfach etwas anderes, wenn du am Telefon bist. So. Und der Can und ich haben jetzt nicht eine mega so Fernbeziehung so geführt, aber gerade am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, hat er halt in St. Gallen gewohnt und ich so im Zürich Oberland und ich habe meistens so 1,5-2 Stunden mit der ÖV und ich bin ins Gimmi gegangen. Das heisst, wir haben uns eigentlich nur am Wochenende gesehen, wenn überhaupt. Manchmal musste ich auch lernen oder wir hatten irgendwelche Pläne gehabt. Also wir haben das wirklich dann einmal in der Woche gesehen oder zweimal und haben dann halt so telefoniert oder so. Und es ist einfach ein kompletter Unterschied, wenn du jetzt zusammen wohnst. Also ich finde es so viel nicer und ich habe das Gefühl, wir erleben auch viel mehr. Also dann gehen wir am Abend zusammen spazieren oder ich weiß nicht, irgendwie finde ich es persönlich viel nicer. Also ich enjoy es hure und ich habe das Gefühl, wir sind auch uns sonst viel näher gekommen und blödeln viel mehr miteinander um und sind so viel mehr so ein Team, wenn wir so gemeinsame Projekte haben und manchmal dann gemeinsam anhocken und so sagen, was haben wir nächste Woche für Pläne, so. Ja, also darum, das ist mega nice. Sollten wir einen Menstruationscup mal ausprobieren? Ja, ohne Witz. Ich weiss nicht, was so die allgemeine Meinung ist über Menstruationscup, aber ich habe das Gefühl, es ist viel weniger beliebt als so Tampons, das ist so viel mehr das Übliche. Aber ich habe immer Angst vor so Menstruationstasse und wenn irgendjemand so gesagt hat, Alter, probier mal Menstruationstasse, bin ich so gewesen, Alter, nein, Alter, kann ich mir Herd nicht vorstellen, ist ja mega weird. Und ich habe irgendwie Angst vor dem Ding, weil das so riesig ist. Aber ich sage auch ehrlich, ich finde das wirklich die beste Möglichkeit. Also,
ich habe jetzt zwar meine Tage nicht, weil ich meine Spirale habe, aber also wirklich, wenn ich meine Tage wieder habe, ich benutze die straight up wieder, weil ich habe die, glaube ich, so insgesamt ein Jahr benutzt, oder 1,5. Aber mir hat es ja so angefangen, ganz normal so nur Binden benutzt, dann irgendwann mal Tampons und nachher eben habe ich mal die Menstruationstasse ausprobiert, einfach weil mega funny. Ich habe beim SRF gearbeitet und also wir haben so einen Account auf Instagram und dort haben wir so Jugendthemen behandelt und irgendwie eins war auch so Verhütungsmittel oder irgendwie so und nachher haben wir mit einer Frauenärztin geredet, oder mit wem haben wir geredet? Mit irgendjemandem auf jeden Fall, wo so ums Menstruationscup, also ich kann nicht mehr reden, wo so um Menstruationscup gegangen ist und irgendwie, ich habe dort das erste Mal von dem gehört, ich habe nicht gewusst, dass es gibt und bin dann irgendwie so ein bisschen nein, das Thema ist Nachhaltigkeit gewesen. Und einfach so kein Abfall und so. Und dann haben wir mit einer geredet, die so wirklich gar keinen Abfall und so macht und so. Und dann hat sie so eben so Stoffbinden gezeigt und eben so den Menstruationscup. So, dort habe ich das erste Mal von dem gehört. Also eigentlich. Auf jeden Fall bin ich zuerst so gewesen, oh mein Gott, kann ich mir hart nicht vorstellen, eben weil das Ding ja so riesig ist und so. Und irgendwie ein bisschen eklig, so, du musst den waschen. Also ich bin wirklich sehr so richtig straight up hure dagegen gewesen. Und wenn irgendjemand gesagt hat, dann benutzt das, bin ich schon so gewesen. Habe dann aber gleich mich auch so ein bisschen angefangen zu interessieren für so, dass kein Abfall machen und so und Klimawandel so ein bisschen. Gerade im Gimmi habe ich mich mega für das Thema interessiert. Und habe es dann einfach mal gekauft und mal so ausprobiert. Und ich bin hure überzeugt, sage ich euch ehrlich, weil es hat so viel mehr Vorteile. Also jetzt mal wirklich abgesehen von so, dass es keinen Abfall macht und dass es auch gesünder ist so für den Körper, weil Tampons kannst du ja irgendwie auch Infektionen und so bekommen. Also je nachdem natürlich auch, wenn du jetzt eine Menstruationstasse 2 Wochen drin hast, aber ich meine, wie so ein Tampon ist ja so aus Baumwolle, aber auf jeden Fall so aus Stoff so. Und da können teilweise auch so Sachen hinterlassen werden und keine Ahnung, es kann auch, wenn du Tampons benutzt, kann es unten dran sich auch viel mehr austrocknen. Und beim Cup ist es halt wirklich so, also für die nicht wissen, was ein Cup ist, also Menstruationstasse, es ist ein Cup und du tust den quasi so zusammenfalten, tust ihn rein und dann gibt es wie, tut er wieder aufploppen, wenn er drin ist und dann gibt es wie so ein Vakuum. Heisst eigentlich, hebt es viel mehr wie bei einem Vakuum, also falls ihr den mal drin habt und ihr den einfach nur rauszieht, dann merkt ihr, der Siech hebt so fest, also du musst ihn eigentlich wieder zusammendrücken, um das Vakuum zu lösen, um ihn wieder rauszuziehen. Und ich würde sagen, es ist zum einen viel geiler, weil er hebt viel länger. Also du kannst den wirklich, ich habe jetzt nicht ultra stark meine Tage, aber ich habe den, glaube ich, den ganzen Tag so drin lassen. Also ich habe den am Morgen rein da und am Abend wieder raus da. Und das ist so viel entspannter, weil bei Tampons musst du dann so in der Pause irgendein Ding und gerade so bei öffentlichen WCs oder so in der Schule habe ich das immer so ein bisschen Pain gefunden irgendwie. Also ist mir das so ein bisschen, weiß auch nicht. Und ich weiß nicht, irgendwie, ich habe voll die Probleme mit so Tampons rein tun, weil ich musste so eine weirde Position machen. Also ich musste so am Boden huren, um so den rein tun. Ich weiß auch nicht. Und irgendwie ist mir das dann so mega unangenehm gewesen, das so bei öffentlichen WCs zu machen. Oder irgendwie allgemein, weiß ich auch nicht. Und eben, das ist mal ein grosser Vorteil, dass der weil halt viel mehr Flüssigkeit, du es nicht aufsaugen, sondern du es halt rein sammeln. Und das ist irgendwie im ersten Moment auch mal grusig, aber es ist voll easy, weil wenn du den rausnimmst, dann tust du eben so ein bisschen zusammendrücken und es ist dann wie so ein Cup, also hat sich quasi mit Blut gefüllt und das ist irgendwie auch zuerst mal grusig, aber es ist wirklich voll easy. Also wenn du es einmal gemacht hast, dann ist es so, okay, ja. Und dann lernst du es quasi ins WC und also eben, ich habe es immer daheim gemacht, ich habe es jetzt nie auf öffentlichen WCs gemacht. Und dann tust du auch schnell abspülen so beim Brünneli. Und falls jetzt beim öffentlichen WC wärst, dann tust du ihn einfach ausleeren und wieder rein. Und kannst du nachher dann Hände waschen oder so. Und sonst tust du schnell mit WC-Papier so deine Hände so abwaschen, damit man jetzt nicht mega sieht, dass so Blut dran ist. Und dann kannst du nachher Hände waschen. Aber das war mir so nie ein Problem gewesen. Das ist halt wirklich ein riesiges Ding, irgendwie, dass das so viel länger hebt und auch viel besser hebt. So, das war wirklich geil gewesen. Ich glaube, das Einzige, was scheiße ist, wenn du fliegen gehen, also so in einem Flugzeug, weil jetzt halt das Vakuum sich verändert oder wenn er tauchen mega oder so. So normales Wasser ist auch easy, aber sonst, wenn er mega tiefer tauchen, tut sich halt das Vakuum ändern und dann entsteht halt ein Blutbad. So. Genau. Aber sonst finde ich es wirklich mega nice und ich finde es irgendwie halt auch viel entspannter so. Also wie, du musst zuerst so ein bisschen lernen, wie du rein, glaube. Also ich kann am Anfang nicht das straight up können, aber ich glaube, das ist ja beim Tampon genau gleich. Und irgendwann ist das so eine Routine. Voll. Was man halt noch machen muss, ist, also ich weiß gar nicht, ob das hygienisch ist, aber ich habe es überlebt so. Ich glaube, das machen auch die meisten so, dass man quasi immer, wenn man seine Tage nicht mehr hat, so, dann tust du
quasi heißes Wasser aufkochen und dort reinfetzen und so schnell waschen, einfach damit Bakterien halt getötet werden, weil sonst auch nicht so, ja, wenn du einfach so einen Monat lang Blut dran hast. Also das machst du nachher immer so einmal nach den Tagen habe ich das gemacht und nachher ist easy. Also ja, ich habe es viel entspannter gefunden. Plus, das ist auch voll der Vorteil, es ist viel billiger. Du zahlst einmal, wie viel habe ich gezahlt? 25 Schutz für den. Ich weiß gar nicht, wie viel der heutzutage für kostet. Ich habe den, glaube ich, im DM gekauft oder so. Und so Tampons, Alter, teuer. Ja. Genau. Eben, könnt ihr mal eure Erfahrungen von dem in die Kommentare schreiben. Falls ihr es mal ausprobiert, ich kann jetzt sagen, schreibt mir auf Insta eure Erfahrungen. Wir machen es vielleicht auch nicht. Also ich weiß nicht, ob das unangenehm ist. Aber ich finde es spannend. Ja, das wäre eigentlich alles. Ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Es ist jetzt, Alter, wie spät ist eigentlich? Es ist 7 ab 9 Uhr, oh mein Gott, ich sollte schon lange in der Schule sein. Also ich muss jetzt in die Schule gehen, noch filmen. Und ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Und ja, ich freue mich auf eure Kommentare und auf euer Feedback und alles. Also, ich habe jetzt meine Fresse. Tschüss zusammen! Ciao, 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 ciao!